Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk, wo jetzt heute nicht wirklich ein FC Bayern Talk wird. Leute, ich habe das Spiel gestern leider 30 Minuten in der zweiten Halbzeit habe ich gesehen, das war leider alles. Von daher kann ich nicht wirklich irgendwas analysieren oder sonst was. Ich kann ein paar Worte halt zum Ergebnis sagen und so zur aktuellen Lage. Wie gesagt, gesehen habe ich leider nicht wirklich viel vom Spiel. 2-1 gewonnen. Ich denke, das ist das Wichtige. Dran geblieben, beziehungsweise wieder Erster vor Dortmund. Kristallisiert sich hier gerade so ein bisschen so ein Zweikampf raus vorne. Hat sich ja so ein bisschen auseinandergezogen. Alles können wir ja gleich mal einen Blick reinwerfen. Aber wir werfen erstmal einen Blick in die Statistiken rein, weil auch das habe ich nichts gesehen, auch keine Highlights habe ich gesehen. Ich habe gerade mal kurz bei YouTube geguckt, da sind auch noch keine Highlights drin, aber ist auch nicht so wild, ne? Da muss sein. Gut. Ballbesitz 60-40, denke mal, kommt man erwarten. Absatzstellung 3-1, Fort 6-12, Zweikämpfe, Hälfte. Schüsse aufs Tor 4-6, Schüsse insgesamt 10-14, Ecken 3-6, angekommene Pässe 347, 573, Flanken 6-16. Schüsse insgesamt, Koretzka 2, De Ligt 1, Kimmich 1, Torschussvorlagen, Musiala 1, Müller 1. Gewonnene Zweikämpfe 15 Davis, das ist wirklich stark. Musiala 8, Kimmich immerhin noch 7, Ballkontakte 110 Stunny, 106 Kimmich, 98 Davis. Ja, also das, was ich gesehen habe, diese knappe halbe Stunde, da war Musiala auf jeden Fall sehr auffällig, auch Davis. Und generell haben wir eigentlich einen ganz guten Ball gespielt. Die letzten 10 Minuten habe ich leider auch wieder nicht gesehen. Da scheint es ja dann nochmal ein bisschen spannend geworden zu sein. Ja, ist halt so, ne? Wenn man 2-0 führt, dann das Ding noch kriegt. Kurz vor Ende, dann wird es halt nochmal spannend, so die letzten paar Minuten. Aber, wie gesagt, am Ende das Ding gewonnen und das ist doch, was zählt. Ne? Können wir nochmal, ich schmeiß gerade nochmal einen Blick auf die Aufstellung. Ja, mal eben zusammen machen. Okay, also haben wir mit Viererkette gespielt, wie es aussieht. Kimmich, Goretzka, Mau, überraschend. Musiala, Müller, Koman, Schuppo. Ja. Gut, dass Sané und Gnabry aktuell außen vor sind, denke ich, völlig verdient. Da müssen wir nichts groß zu sagen. Auch, ich habe die ja gesehen, die wurden ja beide eingewechselt, wo wir es 2-0 gemacht haben. Und was ich dann in der Zeit gesehen habe, gerade vom Sané, war unterirdisch und Gnabry brauchen wir auch nicht irgendwie positiv erwähnen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt nicht so viel gesehen. Vielleicht haben sie in den letzten 10 Minuten noch irgendwie Gas gegeben. I don't know. Ich kann es mir aber beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, schmeiß mal kurz einen Blick auf die Tabelle. Wie man sieht, punktgleich mit Dortmund. Dortmund spielt es, glaube ich, wir haben nämlich Derby jetzt gegen Schalke. Ich weiß das gar nicht. Haben wir hier einen Spieltag? Perfekt. Zack. Ja, Dortmund spielt in Schalke. Schalke hat im Moment einen ganz guten Lauf, stehen sehr sicher hinten. Dortmund schießt aktuell nicht so viele Tore. Mal abwarten, könnte interessant werden. Wir spielen gegen Augsburg, aber natürlich spielen wir erstmal gegen Paris. Ja. Da freue ich mich auf das Spiel. Bin gespannt. Ich finde, wir haben jetzt gar nicht so eine schlechte Form. So die letzten 2-3 Spiele gezeigt. Wir sind da auf einem guten Weg. Und ja, ich bin sehr gespannt. Bin auch gespannt, ob Stunny anfängt. Ich gehe da eigentlich von aus, wenn man sieht, dass er jetzt die letzten Spiele da reingeworfen wurde. Das wird ja seinen Grund haben, denke ich. Gut, Leute, das war's leider diesmal. Wie gesagt, ich kann nicht wirklich irgendwie was analysieren oder sonst was oder meine Meinung sagen, wenn ich kaum was gesehen habe. Aber wie gewohnt, wir spielen Mittwoch, also Donnerstag werdet ihr dann wie gewohnt
meine Meinung zu dem Spiel und zum hoffentlichen Weiterkommen gegen Paris haben. Oder ich. Rot-weiße Grüße gehen raus. Wünsche euch einen guten Wochenstart. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüssi.